Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Untersenn. Heute haben wir folgende 2 Themen für euch in der Sendung. Ein Spielerporträt von Matthias Keit, der beim FC Thun im Mittelfeld spielt. Und der Gewerksverband Berner KMU hat gestern den Award an Landgasthof Kämmeri Boden-Bad verleiht. Der FC Thun ist letzten Sommer in die Super League aufgestiegen und hat sich jetzt durch das Spiel auf den ersten Platz katapultiert. Damit das Team erfolgreich ist, müssen viele verschiedene Faktoren stimmen. Einer von denen ist sicher das Kader. Mit dem Matthias Keit haben sie sicher einen guten Mittelfeldspieler gefunden. Er ist nämlich auch Topscorer bei Estland. Der Peter Salisberg und der Manuel Moser haben den Spieler ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. My dream for a long time, I don't know already how many years it's been German football. I've been big fan of German national team for a long time. So my dream would be Bundesliga, but of course Premier League itself as well is a dream. You started as a youngster in Fulham in London. Was it hard for you to stay abroad? Yeah, let's say it's hard. Of course, you need to leave your family, your friends all behind in Estonia, and then go to new country where you never basically been, and you just had to play football and had to finish school. So yeah, it was not easy. And then you were traveling around and around. You played in Scotland, you played in Norway, you played in Slovenia, you played in Romania, and now in Switzerland. And where was it best for you? It's hard to say where is the best. Let's say the league-wise, I would say Norway and Switzerland league, they're both very competitive. To compare Swiss league to Norwegian league is very hard, but compared to the others at the moment, Swiss league for me is the quality-wise and the tempo-wise, and for me the best. You mentioned it, tempo-wise, you are a big runner. How many kilometers do you run in a match? This of course depends on a game as well. Some games you run less, sometimes you run more. It depends on the opposition, what kind of football they play as well. But I would say 11-12 kilometers for me is pretty much every game. Against young boys, you did how much? 12, yes. 12? Yeah. You got in all these plays now for the matches for the FC Thun only 1 yellow card. Yes. Tell me your secret. I tried to win. Let's say I tried to win the ball back cleanly, you know. So maybe also, like you mentioned, the speed. Maybe my first steps are good, that I can win the ball back, that I don't have to make the foul. But of course, you're not always at the right place, and your positioning is not good. So the mistakes happen as well. So everything is possible. Is it maybe also a question of your character, that you are from a Nordic land, a little bit calmer than others? Can be. I think this we need to ask from the coach, but I think this is also a possibility, yes. In your national team, you scored already 3 times. You're the top scorer of Estonia. Yeah, this year I've been, let's say, at the moment I am top scorer, but over there, yeah, I'm a little bit higher up than I play here for the club. Mm-hmm. For me, it depends, like the coach, how the coach sees me, how I can help the team the most. You know, so if I have to play, I don't know, right back, left back, I will do it as best as I can. So yeah, it's if the coach sees me in the position that I help the team the most, I'm happy with it. Vom Sport kommen wir zur Preisverleihung. Gestern Abend hat der Gewerksverband Berner KMU ihren 8. Award an Landgasthof Kämmeri Boden-Bad überreicht. Im Gespräch mit der Dönis Schakow erzählen die Gewinner, die Alexandra und der Reto Ivernizzi, was ihnen der Preis bedeutet. Und der Lars Guckisberg, der Direktor vom Gewerksverband Berner KMU und SVP-Nationalrat, erklärt uns, warum genau sie diesen Preis verdient haben. Es ist wunderbar für unser Arbeiten. Wir als Unternehmer sind tagtäglich, machen unser Bestes und voller Motivation. Aber wenn es natürlich nachher noch einen Award-Gewinn gibt, macht es einen besonders stolz. Also wir können es irgendwie noch gar nicht einordnen. Es ist jetzt so frisch, aber es ist unglaublich berührend mit dem Rückblick auf die Geschichte, die wir hinter uns haben. Und der Award ist vor allem ganz vielen Menschen gewidmet, die ermöglicht haben, dass Kämmeri Boden weiterhin Geschichte schreibt.
Ja, wir sind stolz, dass wir dieses Jahr das erste Mal ein Hotel haben, das gewonnen hat. Es war ein Publikumsvoting, aber wir haben das Gefühl, es ist natürlich schon ein Traditionsbetrieb in der 6. Generation, schon fast 200 Jahre Bestand. Und es ist sicher auch der Ausschlag, wenn die Region, wenn eine Familie, wenn Unternehmertum am gleichen Strick zieht, dann entstehen Betriebe wie eben das Kämmerbodenbad. Also, wir holen uns die tägliche Motivation beim Arbeiten schon am Morgen ganz früh. Wenn die Kinder schon etwas nöscheln, ich bin Hotelier, ich arbeite vor allem am Abend, ich bin eher ein Nachtmensch, aber am Morgen früh bei den Kindern geht es so 6, halb 7 geht es schon ein bisschen los. Und es ist extrem schön, das ist ja ein Privileg, dass ich selber dann noch daheim bin. Einerseits in den Mitarbeitenden, natürlich den Gästen, aber vor allem in der Geschichte und im Familienbetrieb oder mit der 6. Generation, dass man eigentlich wirklich etwas bewirken kann für die Zukunft, für jetzt in unserem Fall auch unsere Kinder und eben auch die Region. Grässliche Umweltkatastrophe 2022 innerhalb von nur einem Jahr. Für uns ist ganz wichtig, dass wir im Kanton Bern gute Rahmenbedingungen haben. Wir reden immer von diesen Rahmenbedingungen, aber wenn man dann einzeln darauf eingeht, dann wird es klar, das sind natürlich möglichst wenig Regulierung, das heisst so möglichst wenig Bürokratie, das sind funktionierende Verkehrswege, das sind tiefe Steuern, Gebühren und Abgaben, zahlbare Energie. Und das sind so die wichtigsten Aspekte, wo wir probieren, politisch Mehrheiten zu finden, dass wir eben möglichst den roten Teppich auslegen können für die KMU, die ja, das Rückgrat sind von unserer Wirtschaft. Ja, also das Schwierigste für unsere Branche ist im Moment schon der Fachkraftmangel. Das ist wirklich ein ernsthaftes Problem, das wir drinnen haben. Und man kann die Leute auch nicht 1:1 ersetzen. Das muss man sich einfach bewusst sein. Wenn man langjährige Leute hat, die man mit ihnen schafft, an der Unternehmenskultur schafft und sie ein Teil sind eigentlich von dieser Idee, Kämmerboden. Wenn solche Leute irgendwie weiterziehen oder solche Leute als für Pensen reduzieren, dann kommen wir als Unternehmung schon einfach in herausfordernde Situationen, dass das einfach nicht so 1:1 ersetzt hast mit dem Markt, was es hergibt. Ja, der Staat, dass es eben das Bürokratische ein bisschen weniger gibt, oder? Dass man dort eigentlich Innovationen ein bisschen fördern kann, dass man dort unkomplizierter etwas machen kann. Von der Gesellschaft eigentlich so ein bisschen die Anerkennung für unser Arbeiten im Sinne von, dass die Gäste sehen das, oder? Aber eigentlich mehr vom Berufsfeld her. Es wird oft gesagt, dass das eine strenge, schwierige Branche ist, was eben Arbeitszeit anbelangt und so weiter. Aber es ist eine der schönsten, weil man die ganze Zeit mit Menschen zu tun hat und die darf glücklich machen. Das war vom heutigen Panorama. Weitere Infos zu diesen Beiträgen findet ihr entweder in unserer App oder auf www.plattformj.ch. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird sein, erzählen uns Kollegen von Meteo News gerade im Anschluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Das sind Tage dominierende Hoch mit Zentrum über der britischen Insel prägt unverändert unser Wetter. Aber wie wir im Atlantik schon sehen, kommt so langsam ein Tief auf uns zu, das dann unser Wetter in der nächsten Woche prägen wird. Hochnebel begleitet uns auch am Freitagvormittag. Die Obergrenze liegt auf etwa 1300 Meter. Frisch ist es am Morgen mit Temperaturen zwischen 3 bis etwa 6 Grad. Am Nachmittag sieht es dann ein bisschen besser aus als in den letzten Tagen. Die Auflösungschancen stehen definitiv besser als noch am Donnerstag. Im Oberland wird das wohl wieder eine zähe und graue Angelegenheit bleiben, mit höchstens ein paar Auflockerungen auf den Bergen, also über dem Nebel. Da haben wir meist wieder Sonnenschein pur. Im Laufe des Tages kommen dann aber ein paar hohe Wolkenfelder mit dazu. Temperaturen am Freitag so zwischen 11 und 13 Grad. 0-Grad-Grenze liegt auf etwa 2800 bis 2900 Meter. So gibt es auf 3000 Meter etwa -1 Grad und auf 2000 Meter etwa +6 Grad. Dazu bläst auf den Bergen ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. Im Mittelland da haben wir eine schwache bis mäßige Beise. Am Sonntag haben wir zum Teil nochmal Hochnebel, die Obergrenze dann auf etwa 1000 Meter. Ab der neuen Woche gibt es dann seit längerer Zeit mal wieder eine Wetterumstellung. Da kommen wir in Einfluss, wie anfangs schon erwähnt, von einem Tiefdruckgebiet mit dem dazugehörigen Frontensystem. Das Wetter ist dann recht unbeständig und immer wieder nass. Dafür gehen die Temperaturen
mit einem Südwestwind wieder ein bisschen drauf. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen dann noch ein ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.